Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Ja, jetzt bin ich auch wirklich zurück aus Israel und an der Stelle auch wirklich nochmal ganz großes Danke an die ganze Crew, es war wunderbar. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video veröffentlichen dazu, falls es hier noch nicht raus ist. Und ja, ach, nochmal großartige Dank an euch Abonnente all miteinander, weil ohne Scheiß ist es mir keiner Flöte gegangen und ich habe sogar noch 2 neue Abonnente gekriegt, während ich weg war. Ihr seid absolut genial und der Wahnsinn. Ich weiß, was ich an euch habe. Ihr seid alle treue Seele. Und ja, jetzt liegt's an mir mal wieder. Habe schon 2 Wochen lang jetzt wegen Israel nämlich gespielt. Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder hier reinfinden in die Steuerung. Das kann sehr amüsant werden. Handfeuerwaffe habe ich, aber die setzt dann nicht ein anscheinend. Okay, da kann ich hochkriechen irgendwo. Gucken wir noch, ob es hier was gibt. Ob hier noch ein Schatz oder ähnliches auf mich wartet. Sieht nicht so aus. Aber man kann sich ja häufig täuschen hier bei Uncharted. Denn dass ich dann wieder sehe, ah ja, mir hätten was weiß ich, wie viel Dinger gefehlt. Okay. Wow, und was eine Aussicht mal wieder. Was eine Aussicht. Und hier wieder so zerstörte Gebäude in Libertalia. Oh, ich liebe hier Lost Places. Und in Israel bin ich ja auch voll dazu gekommen, deren Leidenschaft zu frönen. Da gab es so viele. Oh, ihr werdet es im Video sehen. Das ist der Hammer gewesen. Absoluter Hammer. Okay, wie sieht's dann hier aus? Ich muss zu dem Berg gehen, so viel weiß ich. Hier sind die Spuren, das können vom Sam sein. Fußspuren. Sam! Ich selber? Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Ich selber hinterlasse nur Matsch, habe ich gerade gesehen, und keine eigene Fußabdrücke. Okay, aber wir sind wohl auf dem richtigen Weg. Und jetzt, Achtung, mal gucken, ob ich in die Tiefe stürze. Nee, tatsächlich mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Jetzt weiß ich nicht, hier runter oder hoch. Ich glaube eher hoch, weil ich sehe jetzt auch nichts Blitze oder so. Also ein Schatz. Zu dem gruseligen Berg. Sam retten und dann nichts wie weg hier. So ein gruseliger Berg. Ich fand den eigentlich immer sehr eindrucksvoll. Ich weiß nicht, warum der gruselig sagt zu dem Berg. Ich fand den sehr eindrucksvoll. Boah, und wie geil Libertalia du einfach eingebettet ist. Das ist so der absolute Brüller. Oh, also Libertalia gefällt mir von aller Uncharted-Spiele auf jeden Fall, was die Ruine und so weiter angeht von verlorener Städte. Gefällt mir Libertalia am besten. Das ist am schönsten in Szene gesetzt, definitiv. Ah, ich könnte schwärmen, wenn ich den Ort so sehe, so schön im Grüne. Oh, herrlich, herrlich, einfach nur herrlich. Man merkt es mir kaum an, wie begeistert ich von alledem bin. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ach ja, wie schön. Und hier unten ist nichts, oder was? Oder bin ich von do Kummer? Oh, ich und wieder meine Orientierung. Oh. Yankee und Orientierung, ne? Das passt mal wieder so hervorragend zusammen. Zack und zack. Und huscha, huscha. Ich hab's übrigens im Let's Play Forum gesehen. Ich glaube, du warst das Nerd-Gedanken. Du hast mich erwähnt in einem Kanalvorstellung von wegen, ja, er beschwert sich oft. Zurück auf der Spur. Okay. Er beschwert sich oft und leidet, aber irgendwie kriegt er es am Schluss dann trotzdem immer gebacken. Das fand ich schön. Das fand ich richtig schön, dass du meinen Kanal so schön präsentiert hast. Es war wirklich, es hat echt gut getan, sowas zu lesen, wie man meinen Kanal wahrnimmt. Das war echt sehr schön. Also danke an dich nochmal für die wunderschöne Beschreibung von meinem Kanal und dass du mich weiterempfohlen hast. Sehr lieb von dir. Ach ja, ach ja. Ich finde es auch schön, wenn ich andere Leute mit unterhalten kann, weil mir geht es ja einfach nur darum, Spaß zu haben und die Leute an meiner Freude hier teilzuhaben, also Teilhabe zu lassen. Weil Spiele sollen Spaß machen, auch wenn es mal hin und wieder frustrierend sein kann. Aber dafür machen wir das ja, damit es Spaß macht und damit wir alle Spaß haben. Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Ja. Gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen.
Nicht so wie ich, der immer mal wieder abstürzt. Oh, wo wir gerade schon beim Thema sind. Immer diese... Ne, immer dieses Rumgeklettere für Masochisten. Mann, oh Meter. Ach du Scheiße. Aber, oh, der Schiffsfriedhof wieder. Oh, wie wunderschön. Oh, ist das toll. Ein Genuss. Ich brauche gar nichts mehr zu essen und zu trinken. Halt, ich habe schon gespeist, indem ich das alles gesehen habe. Wie herrlich. Hier geht's jetzt aber nicht weiter. Jetzt kommt wieder Yankee und Orientierung. Da unten. Da unten geht's weiter. Okay, lass mal los. Und das ist natürlich mal wieder der tollste Wanderpfad, den der sich herausgesucht hat. Geht's da zu dem, in Anführungszeichen, Otto Nathan Drake gruselige Berg? Ich glaube schon. Da kann ich da entlang. Jawohl, sehr gut. So, einmal bitte hoch. Einmal bitte hoch. Alla. Und du krieche. Und du wieder. Okay, dort zeichnet sich das wenigstens schön ab, wo ich hier kann. Und Schätzel oder so? Nee. Natürlich nicht da, wo ich gucke, das ist ja klar. Weil da, wo ich gucke, da ist immer nur Quatsch. Oder das ganz offensichtliche. Lagerfeuer. So. Da ist er. Da ist er, der Berg. Der sieht aus wie eine Schlange, die Gosch weit aufreißt, finde ich. So, jetzt einmal der Tarzan wieder. Und es riecht noch Shoreline. Es riecht irgendwie noch Shoreline. Meerfußspur. Es gibt nur so saublöd zu lachen. Ach ja. Dann wascheln wir mal in die Höhle rein. Achtung. Tja, dann mal rein. Jetzt sind wir im Berg drin. Aller Hopp. Alter Hopf. Sind wir jetzt da? Ja, natürlich. Hier sind auch wieder menschengemachte Sachen. Das heißt, hier sind wir mal gar nicht so verkehrt. Hoch! Geh hoch, Nathan! Also auf den Weg gehe ich auf jeden Fall nie zurück. So viel kann ich versprechen. Außer das Spiel jagt mich wieder zu dem Ort zurück. Aber ich bezweifle es irgendwie so aus der Hoffnung heraus, aus der Verzweiflung heraus, weil im gesunden Menschenverstand über das wackelige Scheißding geht ich nie mehr gehe. Kannst verharzen. Irgendwas hat hier geblitzt oder war das einfach nur ein Grafikfehler? Ja, Grafikfehler. Natürlich. Aber immer schön, dass so ein bisschen Sonnenlicht noch einfällt. Und Fußspore lacht da wieder. So, da wären wir. Nö, er lacht nicht. Na gut. Ich glaube, hier gibt's auch nichts mehr zu lachen. Durch Geröll und der Babbel durch und die Hose hält. Also wo der die Hose her hat, das wüsste ich mal gern. Okay. Ach du. Natürlich. Damit es Spaß macht. Nur ein kleiner Herzinfarkt, alles wunderbar. Und das Seil hat er natürlich, den Strick hat er natürlich sofort wieder eingesteckt. Das kann der, während der so Rutschpartie macht. Alles kein Thema. Man ist jo wer. Man ist ja Nathan Drake, ne? So, Ach Gott. Skelett oder was hier wieder? Nee, okay, nur irgendwelche Holzpartie, glaube ich. Es hätte mich nicht gewundert, wenn hier wieder irgendwelche Avery-Sammelsurier von Skelettteile wären. Da hat er irgendwie drauf gestanden, der Kerl. Vögelchen flieg. Okay, hier ist glücklicherweise nur irgendein Quatsch. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, dass wenn, dann ich wenigstens sinnvoll sterbe. Oh, das war Schildkröt gerade, die da weggerannt ist. In Anführungszeichen gerannt. Und beim Schildkröte-Versteck findet man noch eine Steinvase. Ja, sehr schön. Also wenn das bemalter und glasierter Stähl ist, Hut ab vor der Leute, die das gemacht haben. Und 3 Schätze habe ich wieder verpasst in der Zwischenzeit. Ah, Mann. Ach, Yankee, du Blindauge. Mann. Okay, du musst dich jetzt runter. Achtung. Guck, ob es klappt. Oh, dass der immer bis zum Schluss rutscht. Also, das hat eine wahnsinnige Bremsspur, der Scheiß. Naja, das sieht schon ziemlich übel aus, Nate. Moment. Das machen wir jetzt anders. Das machen wir so. Weil ich habe gedacht, das hat eventuell auch noch eine Bremsspur, aber anscheinend nicht. Okay, ab da ist dann wieder Seil-Action. Uah.
Okay. Oh, scheiße. Das wird übel Ende. Achtung. Oh, verdammt! Wow. Es hat geklappt. Und gleich die nächste Rutschpartie und... Ach, leg mich doch am Sack, Mann. Oh, alter Verwalter. Ist das eine Rotzkacke hier? Ja, okay. Aber ich hab's geschafft. Also, du würde ich auch lachen an deiner Stelle, ja? Das ist so wahnsinniges Lachen. Ich hab's gepackt, aber ich weiß nicht wie. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die dich vielleicht auch mache. Okay, wo lang jetzt? Abseiler, ne? Oh, oh, das sieht gut aus. Das ist Averys Schiff. Genau, das dachte ich mal, ihr war. Ach, das sieht gut aus, Mann. Boah, Mann, was der Typ hat auch echt Vorliebe für Episches gehabt, glaube ich, der Henry Avery. Okay. Hier hoch kann ich nämlich hier, das heißt, ich muss wirklich runter. Oh, Alter. Okay. Okay, nochmal ganz vorsichtig. Und jetzt vielleicht Springer. Kann er Springer? Okay, das geht. Boah, aber wie geil. Wie geil ist dann das bitte? Und ach, wie blau das Wasser hier ist, Alter. Ich werd nämlich. Ich hab Gänsehaut. Die machen mich fertig. Naughty Dog, ihr macht mich fertig. Falls es euch irgendwas bringt, wenn ich mal irgendwann bekannter sein sollte, ihr könnt reinbringen in euer Kritik oder in eurer, ja, ihr könnt reinschreiben, ihr habt Yankee der Atem geraubt. Das und total wuschig gemacht. Das ist der absolute Oberbrüller. Boah, wie gerne ich jetzt einfach mit so einem Körper hier reinspringen tät, aber ich glaube, das Wasser ist ein bisschen zu flach. Aber nur so ein bisschen. Ah, Mann, oh Meter. Spring, du Aff! Ja, Viel zu knapp. das war echt viel zu knapp und der Sprung war auch viel zu weit, wie ich finde. Ich habe schon gedacht, das packt er nicht. Oh, ich will aber jetzt doch runter. Ich will so schnell wie möglich da runter. Das ist so immens geil und episch. Oh, allein schon einfach hier in so einem Ding sein Schiff zu haben, klar. Wenn das Ding mal einstürzt, hat man in die Hose geschissen. Und hat er, was weiß ich, wie viel Millionen Euro Schiff verloren. Aber allein schon der Ort, allein schon. Das macht mich so fertig. Schüsse! Spring auf! Boah. Uah. Okay. Das kracht, ja. Das habe ich schon geahnt. Aber, ja, das Wasser wäre viel zu flach gewesen, von ganz oben zu schwimmen. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Hm. Aber kaum. Ich glaub's. Den Weg genommen. Ich glaub's auch nicht. Ich glaube, er hat auch den Weg genommen, der zerbrochen war. Den wir nicht mehr gehen konnten. Interessant, dass irgendwie immer alle Wege nach Rom führen, finde ich. Okay, da kann er nicht rein. Oh, und wie geil das hier ist. Also für jeden Taucher muss das ja auch das absolute Paradies sein. Und da kommt der verschlammte Nathan Drake hier mit seiner Schlamm- und Geröllhose und verunreinigt das wundervolle Wasser hier. Eigentlich an sich schon eine Sünde. Klingeling, shame. Klingeling, shame. Oh, was haben wir dann hier noch? Okay, nichts. Do vielleicht? Nee, ich glaub's auch nicht. Okay. Dann wieder zurück ins Wasser, erfrisch dich. Und hier durch die enge Felsspalte durch. Der bummt, Alter. Der bummt, als wäre er Marathon gerannt. Und hier, kommen wir hier durch? Oder? Nee, da können wir nicht tauchen. Okay. Aber da müsste man durchtauchen können, ne? Ja. Perfekt. Klappt doch. Okay. Ist so ein Shoreliner. Soweit Ah. fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Ach, die Hände schon Die geladen. anderen noch an. Die Hände schon das Schiff geplündert. Okay. Alter. Die wieder. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig.
Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben. Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Sag das nicht, Kerl. Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Oh, dummer Fehler. Hinter dran steht noch so ein Shoreline-Söldner. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Oh oh. Meuterei. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Ich könnte noch wetten, dass die den Schatz, den sie bisher geborgt, klaut und damit abhaut. Irgendwie, ich könnte drauf wetten. Aber die scheinen wohl schon Gold gefunden zu haben, ohne aufs Schiff zu gehen. Interessant. Da haben die wohl im Tunnel schon Gold gefunden oder hier in der Höhle. Okay, das wird interessant. Handvoll Söldner so, ist noch übrig. Ja, also die werden wohl hier tatsächlich schon Gold gefunden haben. In der Höhle. Und ja, wie komme ich denn jetzt noch hier raus? Das ist die Frage. Da ohne? Kann ich da durchtauchen? Nee. Okay, ich komme zu spät zum Fest, weil ich irgendwo feststecke. Und der gute Rave ist völlig wahnsinnig geworden. Ah, doch. Der ist vollkommen wahnsinnig geworden, der Kerl. Aber er hat irgendwie ja recht. Du hast bis hierhin gepackt. Und dann der Schwanzeinzieher, während die, nur weil die, in Anführungszeichen, nur weil die ganze Shoreline-Söldner in der Mumie-Sprengfalle verreckt sind. Das war's dann wirklich nicht wert, finde ich, wenn man dann kneift. Aber klar, die scheinen... 22, das Ende eines Diebes. A Thief's End. Boah, Gänsehaut. Ja, irgendwie heftig. Irgendwie schon ziemlich heftig. Ich könnte drauf wetten, dass das Schiff nicht vermint ist. Der hat den Zugang dazu gemacht, aber das Schiff, das hat er ja gebraucht. Mit dem wollte er ja wegfahren. Insofern, das wird er nicht vermint haben, denke ich. Und Sam wird dort wahrscheinlich schon ordentlich am Plündern sein, aber der hat nicht so viel Kapazität wie die Shoreline-Söldner. Und meine Fresse, ist das heftig. Ist das ein heftiger Scheiß. Ich lasse das jetzt mal kurz rekapitulieren, weil unsere Episode auch kurz vor Ende ist. Und ich denke, das kann ich in der nächsten Episode alles prima beenden, das ganze Spiel. Ja, und wie gesagt, Nadine hat gemeutert gekriegt, die ist ihres Amtes enthoben. Die werden wahrscheinlich hier in der Höhle schon etliche Sachen geborgen haben. 2 oder 3 Kisten haben sie, glaube ich, gehabt. Und damit haben sie jetzt schon beladen, mehrere Millionen wert, selbstverständlich, historisch und Materialwert. Und die wollten nicht ins Schiff, der Rave will's. Sam ist zuerst drin, das heißt, es wird eine sehr lustige und interessante Konstellation geben, wenn wir dort ankommen. Und ich bin sehr, sehr, sehr drauf gespannt, was uns dort erwarten wird in Henry Averys Schiff und ob möglicherweise sein Leichnam, sein Skelett auch noch da drin ist. Und ich hoffe, wir erfahren eventuell auch, was mit Thomas Tew passiert ist. Ob die beide, die das alles ersonnen haben und dann auch die Gründer ermordet haben, ob die beide sich hier entweder gegenseitig die Schädel eingeschlagen haben oder ob nur einer gestorben ist und der andere was weiß ich wo.
meine persönliche Schätzung ist, dass die beide dort drin liegen und sich gegenseitig abgemurkst haben und man ihr Kadaver noch sieht. Das ist das, was ich persönlich schätze und irgendwie hoffe, weil es wird zu der ganzen Situation passen. Wenn irgendwas hier gewesen wäre, wenn die Leiche von Tew oder so hier in der Nähe gewesen wäre, dann hätte, wie hieß der, Rafe, genau, hätte Rafe bestimmt irgendwas in der Art gesagt. Jo, jetzt haben wir aber genug gebabbelt und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End, passend zum 22. Kapitel, auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ich glaube, das Finale ist in Sichtweite. Iron Yankee.